So Leute, nach gefühlt mehreren Wochen, wo wir jetzt hier im Ranel Steinwerk waren, können wir endlich den Bossraum betreten und den Tempel somit abschließen. Ja, wobei, gefühlt mehrere Wochen und so, das können vielleicht sogar hinkommen, wenn ich ja pro Woche, ich glaube zu dem Zeitpunkt bereits, als die Folge kommt, ja 3 Folgen hochlade, vielleicht sogar schon 4. Ja, gut, vielleicht 2 Wochen, je nachdem. Mal gucken. So, weiter geht's. So, greifen kann ich. Ja, fast. Eigentlich ist er auf der Zweier der. Die Frage, welcher Zweier war, weil 2 breit ist. Okay, da heißt so. Fast müssen wir eigentlich noch umdrehen. Beziehungsweise spiegeln. Ah, er hat ihn schon. Keine Sorge. Bloß mein Handgelenk nicht verdrehen. So. Und auch der dritte Bosskey wurde zerstört. Ja, hallo! Dunkler Äonenskorpion Moldogard. Aber ein bisschen speziell an dem Viech ist ja, wenn ich mich gar nicht täusche, ist es sogar das Vieh, was damals ja bei der Präsentation von Skyward Sword, ich glaube im Jahre 2009 war das, glaube ich, oder so, wurde er sogar präsentiert. Also um die... Es ging um die Steuerung, jetzt um die ein bisschen vorzuzeigen. Und die Bossmusik ist genauso episch. Nein, ich will gerade ausweichen. Mann, die große Klaue hält aber ein bisschen was aus, ey. So. Okay. Jetzt merkt er plötzlich, oh, ich habe noch ein Auge. Eigentlich sogar ein drittes Auge, war? Macht ein bisschen einen auf Tenshin Han. So. Jetzt haben wir sich vielleicht bisher gefragt, wozu brauchen wir überhaupt das Dungeon-Item? Ja, genau dafür. Um ihn rauszuholen. Komm raus, komm raus. So Leute, ich sag gerade extra nicht viel, weil die Musik gerade so episch ist. So, komm raus, Mensch. Tja, Äonenskorpion, seit Äonen ausgestorben. Zumindest jetzt. Eigentlich ein relativ einfacher Boss. Ich wüsste nicht, ob man den auch ohne den Krug rausholen könnte. Weil ein Skorpionenschwanz, den kannst du wieder zurückschleudern. Ja, aber ob deswegen das Vieh zurück rauskommt.
Jo, nicht schlecht, wa? Kann man so machen. Ob hier noch irgendwas drin ist. Ja gut, Herzen machen wir wirklich nicht. Nee, komm. Wir nehmen es, bedanken uns und verschwinden wieder. 9 Herzen, wa? 3, 10 sogar. 3, 6, 9, 10, ja. Warte mal. 3 Bossen ursprünglich. Ja, macht Sinn, ja. Sind ja ursprünglich 6 Herzen gewesen. 3 Bosse besiegt. Pro Boss ein Herzcontainer und dann hatten wir ja schon mal 4 Herzteile. Also sprich 6 plus 4 Herzcontainer. Krass. So, jetzt aber. Zelda, wir sind da. Wieder verschlossen. Och nö. Einsteigen geht nicht, Link, wa? Naja. Da denkt man sich so, okay, jetzt sind wir bei Zelda und so. Nee, wobei, den lustigen Robos, die einfach nur begrüßen und salutieren. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie da der Schleuder auch hochkäme, aber glaube ich eher weniger. Nee, unser Flughäfer macht das schon. W wird irgendwo abgeschossen. Und W stürzt jetzt ab, weil das wird ein ziemlich tiefer Flug. Und ich frage mich vor allem, wozu überhaupt das Ganze. Aber ey. Sieht zumindest cool aus. Impa! Zelda, schnell ins Portal! Michael! Ja? Nimm dies, du wirst es benötigen! Du hast nur der Rettung erhalten, aber jetzt steht noch viel Wichtigeres an. Beeilt euch! Zauber jetzt nach. Ja! Lass die Pfoten von meiner Zelda. Michael. Beeil dich. Ich bringe es in Sicherheit. Pass auf dich auf. Hey Michael, du musst die Hüterin des Siegelhains besuchen. Sie wird dir den Weg weisen. Bis bald. Ganz bestimmt, wir sehen uns bald wieder. Versprochen. Geht schon. Oh. Okay. Ach Michael, ich war bisher wohl zu gnädig mit dir. Bist ja unverschämt, hast du dir eigentlich eine Strafe verdient. Und dann komm doch. Meine Zeit ist mir zu schade, um es mit dir zu teilen. Aber merke dir, nächstes Mal werde ich das Leben zur Hölle machen. Wirklich so. Und das Portal zerstört. Schöne Scheiße. Gebieter, ich habe dir das zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura nicht mehr. Ah ja. Die Idee kam mir gar nicht.
Als das Portal zerstört wurde, habe ich Zeldas Aura plötzlich verloren. Du kannst mit der Aurasuche nicht mehr aufspüren. Ja. Zeldas Begleiterin sagte, du solltest die Hüterin des Siegelhains treffen. Ich schlage vor, dass du dich zum Tempel des Siegels begibst. Puh. Ja. Ja, schon. Wobei man natürlich jetzt auch sagen muss, es sieht eigentlich so aus, als wäre Zelda zumindest aktuell dann Sicherheit. Schon mal besser als nix. Und dann ist halt die Frage, die ich mir gerade stelle, muss ich mich jetzt wieder beeilen oder soll man nicht noch... Ja, vielleicht Zeit lassen ist übertrieben, aber zumindest noch die Zeit nehmen. Oh, ich will gerade eigentlich aber so einen Bernstein-Dingsbums in der Höhle vergessen, also im Tempel. Sollte man jetzt nicht die Zeit nehmen, um noch mich besser vorzubereiten, wa? Oh, der guckt auch schon ganz erstaunt. Oh je, Tempel der Zeit und was auch immer hier zerstört wurde. So, was ganz anderes. Sehe ich jetzt irgendwelche Hinweise noch zu den Tempel der Zeit aus anderen Spielen? Also zum Beispiel so Ocarina of Time eigentlich nicht viel, wa? Vielleicht die Treppe dort. Könnte sein, dass das irgendwie das Podium ist, war, wie auch immer. Also das hier. Wo zum Beispiel in Ocarina of Time nachher das Master Schwert im Sockel steckt. Sehr gut. Ja, aber ansonsten war es hier. Da ist unser Goronenkumpel. Jo, was geht? Du warst drin? Was sagst du? Es gibt einen weiteren Geheimgang? Hättest du mir früher sagen sollen. Ich bin da schon aufgegeben, von nach Hause aufgebrochen, aber dann hörte ich diesen Lärm und bin zurückgekehrt. Jetzt kann ich das Innere erforschen. Danach wieder zum Siegelhain. Ich hab zu tun. Ah, cool. Ja, Siegelheim müssen wir ja später auch hin. Aber eben später. Erstmal, was willst du tun jetzt? Tschüss. Aua. Warte mal ganz kurz. Der nervt gerade ein bisschen. So. Ich höre da etwas. Eine Sandzikade. Sehr schön, haben die auch mal. Das Inventar füllt sich nach und nach. Okay, gut. Ja, Freunde, also ich würde sagen, das im Siegelheim machen wir später, ein anderes Mal. Es wird mal Zeit für ein paar Sidequests. Zumal ich eine ziemlich genaue Forschung habe, was jetzt genau passieren wird, alles. Und ja, deswegen, komm. In einer späteren Folge. Und jetzt passierte das, was in vielen Zelda-Spielen passiert, sobald man die ersten 3 Tempel hat. Das war bei Ocarina of Time so, bei The Wind Waker so, bei Twilight Princess war es auch so. Dass jetzt die Story ein bisschen einen Umschwung erlebt, sagen wir jetzt mal. Deswegen hier auch plötzlich die Lyra der Göttin. Du musst erst ein Lied lernen, bevor du spielen kannst, ja, okay. Denn so ähnlich war es damals, zum Beispiel Ocarina of Time ja auch, mit der Ocarina der Zeit. Schon hier unten war. Die sind aber ziemlich tief. Hä? Ah, die falsche war. Ja, wenn man einer muss 2 Truhen hat, deswegen ja das Symbol, dass er dort mit dem bestimmten Item hin muss. Ja, da ist er. Erstmal gucken, was haben wir hier. Vielleicht ein bisschen Kohle, das könnte nicht schaden. Eine Herzmedaille. Okay.
So, wenn wir jetzt die haben, dann gucken wir doch mal da oben und danach. Ach ja, Freunde, es geht voran. La 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 la. Dementsprechend ja auch, nehme ich jetzt mal an, auch mit neuen Quests, sowohl im Wolkenhort als auch bei der Kürbisbar. Die Chance ist eigentlich groß, wa? Wie gesagt, jetzt haben wir den magischen Krug. Damit dürfen wir, glaube ich, das Staubproblem beim einen Haus im Wolkenhort auch lösen. Der Kürbisbar gibt da irgendwie was Neues noch zu holen. Jo, komme ich eigentlich, fragen wir gerade. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, für mich wäre es hier oben nicht gesehen. So nah an der Sonne, bei meiner Sonnenallergie. Das wäre nicht so klug. Das ist Teil weit weg, ey. Tornados aber schon lange nicht mehr gesehen. Also Windhosen halt mäßig. Die Frage, was die Truhe jetzt? Ja, die Truhe ist jetzt offen. Ja, nur ein silberner. Naja, ein goldener wäre uns lieber gewesen. Aber hey, nicht meckern. So, das Ding wegnehmen. Wow, wow, ganz ruhig, Kumpel, ja? Bloß im Drammen hier. Ups, wo ist denn die Insel? Hä? Na, vorbeigeflogen? Wie geht denn das? Ach, die ist so weit oben, okay. Ist nicht die Baumschule? Nee. Ah, da ist die Insel. Oh. Mist, verdammt den Schwung. Nicht mehr erwischt. Tja, Freunde, wer schon immer gefragt hat, wo Terry eigentlich wohnt, hier, auf dieser kleinen Insel. Ein Herzteil, krass. Jo, fehlt noch eins. Da drin ist sogar noch. Da drin, glaube ich, sogar noch eine Truhe. Ja, nochmal so ein, okay. Ja. Da müssen wir, glaube ich, dann hin, wenn Terry auf der Insel ist, also nachts halt. Komm abends zurück, Terry. Weil ich glaube, jetzt zu erinnern, dass man in Terrys Hütte ja auch schlafen kann. Da würde es irgendwie Sinn machen, wa? So, also, kann man sagen, nette Ausbeute. Jetzt Kürbisinsel, gehen wir nochmal hin. Zum Gucken. Ach ja, die Musik. Man fühlt sich wie ein Sieger. Und trotzdem fragt man sich ja jetzt, wenn es im Verlauf des Spiels sitzt,
Wo ist nicht Zelda genau hin? Ist sie vor allem in Sicherheit, aber ja. Generell kann man aber sagen, ist stark davon auszugehen. Zumal es eigentlich ein Ort war, wo sie, glaube ich, sowieso hin wollten. Und einfach New plötzlich aufgetaucht ist. Also insofern denke ich mal, null Problemo. So. Hat er noch was für uns? Etwas, was wir vielleicht nächste Folge direkt starten können mit? Oder ist noch zu früh? Gehen, ich habe gar keine leere Flasche. Ist denn echt zu früh? Will das Spiel sogar jetzt erst einmal direkt zum Siegel eingehen, bevor irgendwas Neues passieren kann? Und in welchen noch ist? Ah ja, der Turbo für die Vögel, ist mir auch schon aufgefallen. Ich glaube, ich mache es jetzt so, Freunde. Wir gehen nochmal in dieser Folge ganz kurz zurück zum Wolkenhort und gucken uns mal im Basar um. Weil dort müssen wir, glaube ich, relativ schnell feststellen können, ob es wieder ein bisschen was für uns zu tun gäbe oder wir tatsächlich erst ins Ziegelheim müssten. Habe ich sogar jetzt schon Folge 30, was kann das sein? Krass. Ja, die Zeit vergeht. So, über dem Wasser abspringen. Der Wolkenhort. Scheint tatsächlich so zu sein. Oh, wir haben eigentlich nur eine leere Flasche hier, wa? Ja. So, hast du gerade noch etwas für uns zu tun? Ne, genau, da waren die Finsterhalbmonde. Der Bienenlauch muss sowieso erst zurück in den Wald. Genau, hier auch. Hier müssen nochmal ein Tempel so rein. So ein Feuertempel. Ja, du kannst mein Holzschild reparieren. Okay. Na gut, dann machen wir so. Wir gehen jetzt nochmal bei Terry kurz vorbei, weil er noch was einkaufen möchte. Also sprich nochmal eine Abenteuertasche. Falls noch eine hat. So, und dann switche ich mal auf den starken Eisenschild. Jo. Hopp. Dann vielleicht doch schon nächste Folge halt direkt zum Ziegelhain zurück. Wenn es hier so wie es aussieht, sehr gut, die Truhe, aber die wissen wir, dass wir noch nicht hin können. Weil dafür tauchen müssen. So, Insektenmedaille. Da ist eine Erweiterung der Geldbörse. Das hier gibt dann ein weiteres Herz. Alter. Das ist echt schweinemäßig teuer. Ja, thank you, you too. Oder thank you, du dich nicht. So. Ja. Ich sehe jetzt hier sonst auch nichts mehr. Etwas, was wir
Was jetzt theoretisch gehen würde, haben wir uns schon mal gefragt, was denn hier passiert. Oder passieren würde. Aber, wenn ich das jetzt aktiviere, passiert überhaupt schon irgendwas Großartiges? Wir haben gerade gesehen, es haben wir es zu weit gedreht. Es hat ja kurz aufgeleuchtet. Also zum Turm des Lichtes war es, glaube ich, war? Muss es. Kann aber sein, dass ich jetzt im Spiel sogar ein bisschen was vorwegnehme. Aber das ist egal. So. Und doch passiert jetzt noch nichts. Faszinierend, wa? Ich gerade gar nicht mehr weiß, ob ich überhaupt, aber können wir ganz kurz feststellen. Ist die 30. Folge, Freunde, macht es auch nicht, wenn ich die ein bisschen länger mache. Also nicht allzu viel länger natürlich. So, ich hätte gerne eine Flasche. Beziehungsweise ein Schild da oben hin. Dann haben wir hier 3 Flaschen, sehr gut. Nachher überhaupt noch ein Holzschild brauchen. Naja, momentan lassen wir nachher noch ausgerüstet. Oh, seht ihr was Neues? Den Ausdauertrank. Ausdauertrank. Kommt doch mal, wie teuer er ist. Ja, ihr habt normalerweise noch 30 Rubine, sorry. Ich weiß ein bisschen wenig, aber... die andere Tasche von Terry war ein bisschen teuer. Ich glaube sogar, er hat sogar noch eine. Ja, ich glaube, die letzte hier kriegen wir auch von ihm und die ist, glaube ich, sogar doppelt so teuer. Also die erste war ja 300, die zweite jetzt 600. Die dritte, glaube ich, sogar 1200. So richtig übel. So, ich will nur ganz kurz gucken, ob da meine Vermutung, meine Idee, Gedanken noch korrekt waren. Ja, genau. Wir müssen dann das gleiche machen, aber hier fehlt etwas. Wenn man den auch darauf richten würde, würde was passieren. Aber eben, ist halt momentan noch nicht machbar. Und ist auch kein Problem. Ganz ehrlich. Denn so wie es aussieht, müssen wir jetzt sowieso erst einmal in den Sieg rein zum Gucken. Ah, da läuft es unter dem Uhr. Was eigentlich genau passiert, wo überhaupt Zelda ist und so und was wir so noch alles machen können. Ihr habt auch nichts mehr gerade aktuell. Hast du noch irgendwas? Ja. Die wilde Güte von ihm haben wir auch schon. Ja, ihr könnt es natürlich eine Nacht machen lassen und dann nochmal zum Dämon vorbeigehen. Machen wir später, Freunde. Das hat ein paar Wochen lang genug gedauert. Ich sage in der Hinsicht vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Mit schon mal ein paar coolen Upgrades, vor allem hier was Eisenschild und Holzschild betrifft. Bombentasche mit bereits 3 Flaschen, ist doch alles geil. Und der Schatzmedaille. So kann es weitergehen. Und ja, dann machen wir nächstes Part das erste Mal. Oder was heißt erste Mal? Wir gehen direkt halt wieder zum Sieglein. Mal gucken, was dort. Da haben wir auch eine Person getroffen, die über Zelda Bescheid wusste. Was die jetzt Neues weiß vielleicht. Und dann mal gucken, wegen neuen möglichen Sidequests. Könnte sein, dass irgendwas Neues gibt. Bis dahin, ciao zusammen.